So, guten Morgen miteinander. Bevor das richtige Video anfängt, habe ich hier noch kurz eine Ankündigung. Und zwar gibt es heute Abend keinen Livestream. Dafür gibt es nächsten Samstag einen grossen Livestream. Und zwar einen 12-Stunden-Livestream vom Samstagabend am 5 Uhr bis am Sonntagmorgen am 5 Uhr. Dort wird nicht nur ich allein sein, sondern es sind auch noch der Simon, der Fabu und der Timmy live vor Ort dabei. Und wir werden verschiedene Games zocken, Spiele machen. Zum Teil kann der Chat auch noch mitspielen. Es wird ein Pokémon-Opening geben und so weiter. Und ja, ihr seht das Programm hier eingeblendet. Und ja, es würde uns freuen, wenn ihr mal eine Runde vorbeischauen würdet. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem richtigen Video. Guten Morgen miteinander. Ich bin letztens zufälligerweise auf ein Lied gestoßen, das ich vorher noch nicht kennt habe. Und zwar ist es von den O-Bros. Ich werde es euch mal unten in der Beschreibung verlinken, dass ihr auch dort hinschauen könnt. Es geht in diesem Lied so ein bisschen um Stolz, unter anderem. Und mir ist dann ein bisschen aufgefallen, auf wie viele Sachen dass wir Menschen stolz sind. Wir sind stolz auf unsere eigenen Taten, wir sind stolz auf das, was wir erreichen. Wir sind stolz auf unser Land. Wir sind stolz auf den technischen Fortschritt, den die Menschheit bis jetzt erreicht hat. Und auch ich selber habe letztens in einem Video gesagt, ich sei stolz auf den Livestream, den wir hier bei uns in der Kirchgemeinde hergekriegt haben. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Ich glaube, dass wir Menschen manchmal ein bisschen zu viel Stolz haben. Weil wir nur das sehen, was wir gemacht haben. Wir sehen das, was wir geleistet haben, wo wir etwas zu tun haben. Und wir vergessen so oft, dass da irgendwo Gott dahinter steckt. Ich meine, wenn man jetzt nur das Beispiel nimmt mit dem Livestream, wo ich stolz darauf war, dass ich den Livestream hergebracht habe. Ich kann sagen, ohne Gott hätte ich den Livestream nicht geschafft. Ohne Gott hätte ich nicht alles Material zusammengekriegt. Ohne Gott hätte ich auch nicht das technische Verständnis, weil schlussendlich ist jede Gabe, die wir als Menschen haben, von Gott geschenkt und von Gott gewollt. Ohne Gott hätte ich auch nicht so Leute an meiner Seite gehabt, die zwar nicht viel Erfahrung hatten von Livestream, die aber mega gut mitgearbeitet haben und das super gemacht haben schlussendlich. Und ich glaube, so oft, wenn wir etwas erreichen, dann vergessen wir, dass hinter all dem schlussendlich Gott steht. Ich will damit nicht sagen, dass man sich nicht gut fühlen darf für etwas, was man gut gemacht hat. Auf jeden Fall. Man soll auch einander Kompliment machen und sagen, wenn man etwas Gutes gemacht hat. Und wenn etwas super gelaufen ist. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man nicht vergessen, dass da irgendwo dahinter Gott steckt. Und dass er das alles in der Hand hat. Und ja, das ist einfach das, was ich euch mitgeben will in dieser Woche. Dass ihr dort, wo ihr etwas super gemacht habt oder wo etwas mega gut gelaufen ist, einfach vor Gott kommt und ihm Danke sagen dafür. Danke für das, wie es gelaufen ist und auch Danke für die Fähigkeiten und Gaben, die er jedem Einzelnen gegeben hat. Weil jeder Einzelne von uns hat verschiedene Fähigkeiten, hat seine eigenen Gaben, die er einsetzen kann. Und ich glaube, für das dürfen wir Gott noch viel dankbarer sein. Ja, und mit dem wünsche ich euch eine schöne Woche. Und Gottes Segen. Ciao miteinander. Zocken und glaube mein Leben prägt.